Hallo, das ist Vatalio und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play The Inner World auf Schweizerdeutsch. So, okay, wo sind wir bleiben stehen? Genau, ich habe letztes Mal doch gesagt, wir brauchen noch irgendwie Backzutaten, für dass wir da irgendetwas backen können. Der Grund, warum dass wir etwas backen wollen, ist mir noch nicht bekannt. Aber ich habe das Gefühl, wir bräuchten noch irgendetwas Süßes. Und da gehen wir doch jetzt mal zur Pforte schauen, ob wir da irgendetwas Süßes finden. Ja, was könnte hier süß sein? Also sehr wahrscheinlich wäre es mal gut, wenn wir irgendwie auf den Mauerrand rauf würden kommen. Ich habe das Gefühl, von dort oben werden wir vielleicht schon andere Sachen sehen. Aber ich habe echt noch keinen Plan, wie wir dort raufkommen. Okay, ich glaube, hier hat es nichts Süßes da aussen. Gehen wir nochmal schnell wieder direkt zurück in die Ruine. Vielleicht können wir ja die Mauersteine... Ja... Wahrscheinlich können wir es nicht bewegen, wo sie zu schwer sind. Und ich habe ein bisschen Schiss, dass das Game Day jetzt wieder packt, wenn ich da mit dem Mauerstein etwas mache. Let's try. Von hier aus kann ich nichts ausrichten. Und das Game packt nicht. Yay! Okay. Aber wir brauchen noch irgendwie einen Süßstoff oder sonst irgendetwas. Zutaten, aber die sind alle Da sind leer. Backzutaten. Leider alle verbraucht. Ja. Sollen wir das Da sind untersuchen? Rostflocken, Steinstaub und Nektarinsaft drin. Wenn man die Augen zukneift, sieht es aus wie Schokosplitter, Mehl und Nektarinsaft. Es fehlt noch Kristallzucker. Okay, eben doch da irgendetwas Süßes. Oder eben irgendetwas, was so ähnlich ist. Aber how? Gehen wir nochmal schnell in den Innenhof schauen, ob wir dort irgendetwas... Wahrscheinlich, also Pilze kann ich mir schwer vorstellen, dass die der Süßstoff sollen sein. Mürbenkekse. Okay, er erzählt da immer noch sein Natürlich. extrem nötige Zeugs, die alle interessieren. Das ist richtig interessant, okay. Okay, wisst ihr was? Da das ein Let's Play ist und ich auch will, dass das Let's Play ein bisschen vorangeht, greife ich doch wieder noch einmal zurück auf die Rätselhilfe. Obwohl, ich glaube, da haben wir jetzt nicht unbedingt. Okay, dann wird es wahrscheinlich doch das sein, okay. Ja. Ja. Jawohl. Da sind wir auch schon alles drauf gekommen. Farbmotten gleichen ihrer Farbe an ihre unmittelbare Umgebung an. Mit dem Staub, den sie absondern, kann man Dinge einfärben. Jawohl. Sobald du dich dem Phosphos mit den Farbmotten näherst, wechselt es seine Position. Es hält sich entweder links bei dem goldenen Teppich oder rechts bei dem Gebüsch auf. Jawohl. Jawohl. Leider bleiben Farbmotten lieber unter ihresgleichen und lassen Robert nicht in ihre Nähe. Genau, aber wegen dem haben wir ja das Ding gebastelt. Oh. Mit Hilfe einer künstlichen Farbmotte könntest du die Gästeausweise mit den Farbmotten in Berührung bringen. Basteln? Ja, das ist wahrscheinlich das, wo wir jetzt die Bastelei gemacht haben. Okay, dort findest du etwas Nützliches, was du mitnehmen kannst. Schau dir mal die Skizze im Empfang bei Steve an. Ah,
da habe ich natürlich noch... Kratte Maus. Dann natürlich noch gar nicht geschaut, dass man etwas mitnehmen kann. Stecknadeln, okay. Ein paar weniger wird sicher niemand bemerken. Okay. Und Zeichnung? Ich lasse sie einfach da. Hier sieht sie klasse aus. Ja, lass sie da hängen und Wir untersuchen. müssen den Ort mit diesen Ringen suchen. Egal, was Reminepo darin versteckt hat, er wollte, dass wir es finden. Okay, Reminepo, das wird wahrscheinlich Lauras Bär sein. Er hat mal spekuliert, ob der Dude im Wald dort oben auf dem Baumhaus, nein, nicht auf dem Baumhaus, auf dem Baum oben irgendwie Lauras Bär ist, aber nein. Okay, können wir jetzt das da mit dem? Mhm. Ja, das sieht jetzt aus wie eine Fahrtmotte. Jawohl. Okay. Also es hat jetzt einmal so Äugli und es hat 2 Flügel, das sind Tickets und der Körper besteht aus dem Puschel, ich weiß nicht mehr, wie es heisst. Okay, in dem Fall... Wenn wir jetzt das mal kombinieren mit... Ein bisschen näher müssen wir hergehen. Und nicht so, dass sie abhauen. Ging noch zu wenig näher dran. Okay. Und an Ast hängen. Könnte das funktionieren jetzt? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Nein, das funktioniert nicht. Okay, jetzt haben wir dort unten wieder einen Schriftbug. Bitte folgen Sie mir. Okay. Der haut bitte noch nicht ab. Sie sind abgehauen. Scheinen Angst vor mir zu haben. Wie bringe ich den jetzt? So, es ist vollbracht. Ich nenne dich Frankenmotte. Frankenmotte. Du bist wunderschön. Okay, aber es heißt immer noch Bastelei. Okay, wir müssen irgendwie das Ding... Vielleicht wenn wir es an der Statue aufhängen. Das könnte... Naja, Okay. Well, ich bin wieder überfordert. Ich habe wieder keine Ahnung, wie das soll funktionieren. Nope, das war zu weit. Gehen nochmal zurück. Das war zu weit, okay. Und weg da. Robert, der Farbmottenverscheucher und Phosphosverscheucher. Oder so ähnlich. So. So, noch eins nachher. No! Dammit, das war eins zu weit. So. Okay. So. No! Oh Gott. Okay, jetzt aber. So, näher gehe ich nicht. sie sind immer sofort wieder weg. Funktioniert aber auch nicht. Okay. Rätselhilfe! Okay. Ja. Ja, das ist jetzt eben die Frage. Könntest du sie mit den Farbmotten in Kontakt bringen, ohne die Farbmotten zu verscheuchen? Okay, aber da muss ich zuerst auf den Mauerrand kommen. Mit Hilfe der Mauersteine bei der Pforte beim Eingang kann Robert auf den Mauerrand gelangen. Die Steine sind allerdings noch nicht in der richtigen Stellung. Ah. Hä? Aber in die Wand hineinklopfen? Ja, aber das habe ich ja... Das habe ich ja versucht, aber muss ich es in dem Fall von dieser Seite... Leute, das habe ich doch versucht. Leute, das habe ich doch versucht. Das kann ich nicht. Aber es ist doch nicht gegangen, hä?
Von hier aus. Okay. Okay, komisch. Ich habe gemeint, ich hätte das Versuch gehabt. Ich habe doch so gesagt, das ist ja wie eine Waffe, vielleicht können wir mit dem da dran klopfen und er geht es. Aber der Mittler ist ja mal nicht gegangen, hä? Okay. Jetzt scheint es auf das Mal zu funktionieren. Ich weiß gar nicht, habe ich es... Ja, hä? Ich habe doch gemeint, ich habe das wirklich probiert. Ich weiß es gar nicht. Vielleicht habe ich so falsch gedrückt, aber ich habe dann irgendwie wie gemeint, er sagt, es geht nicht. Okay, jedenfalls, jetzt geht's. Lol. Jetzt tust du das da in dem Fall... Bringst du es auf den Mauerrand rauf? Ich glaube nicht. Okay. In dem Fall verschiebst du die Dinger jetzt da rüber. Husch, husch. Und jetzt gehst du auf den Mauerrand rauf. Ohne hoffentlich das Phosphos mit den Dingern zu verscheuchen. Okay, es verscheucht sie. Das ist doof. Das ist doof. In dem Fall müssen wir es doch von innen machen. Down. Aber ich bin jetzt wirklich so ein bisschen, hä? Also vielleicht habe ich es auch nur in meinem Kopf gehabt. Und vielleicht habe ich schon mit dem Mauerstein so viel gemacht und einfach Schiss gehabt, dass es wieder verpackt wird oder so, dass ich es dann doch nicht gemacht habe. Wo in meinem Kopf habe ich das gehabt, dass ich, wenn ich mit dem Nudelholz dran schlage, wo das ja als Waffe- und Küchenutensil ist, dass das wird funktionieren. Aber ich hatte das Gefühl, ich habe so probiert und er hat gesagt, das mache ich nicht oder irgend so etwas. Aber in dem Fall habe ich mich getauscht, okay. Bitte folgen Sie mir, steht immer noch dort unten. Ich würde sagen, weil ich das Gefühl habe, es kommen jetzt so lustige Animationen vielleicht, je nachdem, schaue schnell heute, dass ich den Text darunter entfernen kann. Et voilà, nachdem ich das Spiel wieder komplett neu gestartet habe, ist jetzt der Text auch gone. Okay, jetzt gehen wir dort rauf zum Mauerrand. So, und jetzt schießen wir von dort oben runter auf die Farbmatte das Ding da. Und dann werden sie nicht wegrennen. Oh, das ist so herzig! Nice. Sehr nice. Sehr, sehr, sehr nice. Die Ausweise haben sich golden gefärbt. Sehr schön. Okay, jetzt... How do I get back? So, okay. Gut, wir haben die goldigen Ausweise. Das finde ich super. By the way, das, was ihr jetzt da gerade im Hintergrund vielleicht gehört habt, das Chattern, das gehört nicht zum Game. Das ist ein Telefon. Gut, dann gehen wir doch zum Innenhof. Hüpf und hüpf und hüpf. Und sagen Laura, sie kann fertig machen dort. Also sie darf ihre Stöpsel wieder rausnehmen und der Butterkeks. Keks. Was? Spargelkeks. Das stelle ich mir nicht so fein vor. Laura, es ist im Fall gut. Danke, Laura. Das sollte reichen. Vielen Dank, Steve. Das war wirklich sehr uninteressant. Der arme Steve. In dem Fall können wir jetzt mit dem Steve reden. Wir haben die goldigen Tickets. Das Tor ist aber schön verziert. Waren die Leute, die hier gewohnt haben, alle reich? Oh ja, reich an Weisheit. Die klügsten und ehrbarsten unter uns gingen hier jeden Tag ein und aus. Okay. Nun ja, alle bis auf einer. Ich hätte ihn niemals einlassen sollen. Der alte Pete kann sich das bis heute nicht verzeihen. Oh. Okay, nein, but that's not the way how we get in there, sondern... Ich darf die Herrschaften darauf hinweisen, dass die Tür verschlossen ist. Jawohl. Der Zutritt ist nur mit dem goldenen Ausweis gestattet.
Okay, in dem Fall muss ich... Hätte eigentlich schon früher drauf kommen, das Ding wieder auseinandernehmen. Goldene Ausweise. Mach's gut, Frankenmotte. Du warst mir immer ein guter Freund. Frankenmotte. Und she's gone. Okay, goldene Ausweise. Kombinieren mit dem Steve. Können wir mit dem goldenen Ticket in die Windkapelle? Führungen können nur am Empfang gebucht werden. Vielen Dank für Okay. Ihr Verständnis. Klar, alles andere würde ja auch überhaupt keinen Sinn ergeben. Das ist echt nochmal... Okay, gehen wir halt nochmal extra zurück, dass wir die Führung im Empfang können buchen. Ihr wollt zurück? Folgen Sie mir. Folgen Sie mir! Oh, Steve. Oh, Steve. Okay. Haben Oh Sie- nein, das ist falsch gewesen. Oder? No? Oh, das funktioniert. Was wir jetzt gerade noch so überlegen, ist echt, dass das Gützibachen wie eine Sidequest, oder gehört das ja noch zur Mainquest dazu? Vielleicht werden wir ja in der Windkapelle auch noch etwas finden, dass man sie eben doch dann noch braucht. Und dann hätten wir eigentlich schon fast alles. Ich fände es halt mega cool, wenn wir das irgendwie auch noch schaffen könnten. Und das nicht irgendwie, also falls es eine Sidequest wäre, fände ich es jetzt mega schade, wenn wir das dann nicht mehr hätten. Okay. Aber ja, by the way, Windkapelle. Wir würden nun gerne die Windkapelle besuchen. Haben Sie denn ein goldenes Ticket? Jawohl. Oh ja. Tada! Bitte folgen Sie mir. Okay, ich bin Schau dir gespannt. all die versteinerten Asposer an. Ist das nicht traurig? Wenn Sie versteinerte Asposer sagen, meinen Sie wahrscheinlich die lebensecht wirkenden Nachbildungen. Nope, Steve. Wenn du lebensechte Nachbildung Nope. sagst, meinst du wahrscheinlich versteinerte Asposer. Laura, wenn Steve mit der Realität nichts zu tun haben will, dann ist das eine ganz private Entscheidung. Recht vielen Dank. Moment. Ihre Nasen. Sie sind alle so wie du gewesen. Tut mir leid, Flöten. Tut mir leid, Robert. Ist schon gut. Ich Sie kannte hat sie seinen ja Namen nicht. gesagt. Oder das glaube ich zumindest. Okay, what's the matter now here? Schale? Kristalle? Oh, okay. That's what we need. Kristallzucker. Jawohl. Also Schale. Untersuchen. Eine leere Schale. Jetzt, ich weiß nicht warum, aber jetzt Gefühl, dort rein muss es gut sein. Damit kann ich nichts machen. Ich würde sagen, wir reden doch zuerst mal noch mit dem Steve. Windkapelle, Ringe, Versteinerte. Okay, das ist ja dann eher wie irgendwie auch das Rätsel von der... Also wahrscheinlich hat das irgendwie wie eben das Rätsel von Skizzen, wo wir gesehen haben, dass es im Untersten ist wie ein Auge drin, aber jetzt reden wir zuerst mal mit dem Steve. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Das ist absolut ausgeschlossen. Warum? Okay. Diesen Ort hat seit 15 Jahren niemand betreten. Ihr hättet ihn als Kind besuchen müssen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Kind einen goldenen Ausweis hat. Okay. Was sind das für Ringe? Das ist die berühmte goldene Dusche von Derberek, dem Duscher. Der Bericht im Echt? Duscher. Robert, glaub doch nicht alles, was die Leute dir erzählen. Es sieht eher aus wie eine Art... Trichter oder Lautsprecher? Wie kommst du darauf? Keine Ahnung. Und der Windkanal? Wer waren diese Asposer? Das sind Skulpturen des berühmten Bildhauers Steinkopf Steinfinger. Steinkopf, Ja. Steinfinger. Ich dachte eher an versteinerte Asposer. Nein, das ist ja vollkommen absurd. Okay. Er ist brainwashed worden. He got brainwashed, Steve. Der Pete wahrscheinlich nicht. Und vielleicht, wenn wir da irgendetwas Flüssiges vielleicht auch in die Schale könnten bekommen, würde dann auch der Pete wieder hier sein. Und er würde sich dann ganz daran erinnern, an das Lied. Könnte sein, nicht? Okay, schauen wir da mal auf Versteinerte. All diese versteinerten Asposer haben die gleiche Nase wie ich. Ich frage mich, was das zu bedeuten hat. Aber irgendwie habe ich so ein Gefühl,
dass die Antwort alles nur noch schlimmer machen würde. Ja, Conroy lied to you, I Ich guess. weiß nicht, was ich damit tun soll. Okay, zu dem kommen wir sicher nicht echt so rauf. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Aber das könnte wahrscheinlich der Was für Kristallzucker schöne sein. Kristalle. Also Es wäre sehr schade, wenn Ihnen etwas zustoßen würde. das wird aber ihnen etwas zustoßen. Okay, da weiter hinten können wir nicht. Was wir noch können, ist der Windbrunnen. Der sagenumwobene 4. Brunnen. Er ist genauso versiegt wie die anderen. Okay. Nein, mir ist gerade nicht danach, mich in den Tod zu stürzen. Genau. Okay, schon klar. Okay. Seltsames Gebilde. War es das, was Lauras Vater meinte? Das sieht fast aus wie die Ja. Skizze im Empfang. Ja, was passiert jetzt? Phosphos. Da hat irgendwer etwas eingeritzt, aber man kann es kaum erkennen. Okay. Das kann ich nicht verwenden. Seht ihr das bei allen? Da hat Ja, das seht ihr bei allen. Jetzt geht es wahrscheinlich darum, dass das Lied, das Flöteln, wo sich dann der Pete hoffentlich irgendwann mal komplett nochmal daran erinnern. Okay. Das ist eine Idee. Tun wir da noch was schnell für schauen? schöne Kristalle. Es wäre sehr... Okay, er sagt das Gleiche hier. Und da können wir sicher noch Das nicht kann einfach ich nicht verwenden. No. Versteinerter? Okay. Ein versteinerter Asposa. Hey, er hat genau die gleiche Nase wie ich. Mhm. Und die gleichen Augen. Wer er wohl war? Ja. Wer ist der? Kann man irgendetwas noch machen? Nein, er ist viel zu kaputt. Okay. Wenn ich ihn anfasse, fällt er noch auseinander. Okay. Okay, und jetzt habe ich überlegt, wir tun den Nektarinenstrauß da kombinieren mit dieser Schale. Wenn wir ja genug nahe wären. Wo die haben ja spiegelglatte Oberfläche, und wenn wir den vielleicht da drin leeren, den Saft. Ja. Ja. Was machst du denn hier? Und wer passt auf den Empfang auf? Jetzt kann er sich nämlich an das komplette Lied erinnern. So. Die Steuerung ist manchmal nicht so gäbig jetzt, also hier auf der Switch. Lied. Und? Fällt dir das Lied wieder ein? Ja, ich glaube, ich hab's. Ich erinnere mich an das ganze Lied. Yes, sir. Und oben die Phosphos haben Farbe gegeben, ja. Weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Aufhören! Oh ja, das ist es. Hör auf zu singen! Das Lied darf nicht mehr gesungen werden. Ach, ist das schön. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber dort oben, die Phosphos, haben dann so aufgeleuchtet, wo er es gesungen hat. Und wahrscheinlich sind es dort auf eine Art wie die Noten, wo ich dann die Löcher zuhaben von Flöten, um das Lied dann auch zu spielen. Aber jetzt würde ich doch zuerst gleich noch gerne schauen. Also, ich werde jetzt noch die Güezi backen. Ich werde jetzt wirklich noch die Güezi backen. Und das machen wir nämlich. Oh, wir gehen nämlich zurück zum Innenhof. Na, ihr wollt zurück? Folgen Sie mir. Wir wissen, wo es lang geht. Das ist nicht der Punkt. Ja. Okay, meine Güte, Steve, damit du dir nicht... Ja. Sehr gerne. Den Dialog kennen wir auch schon. Okay. Jetzt heisst es, Laura die Ohrstöpsel reinjetten. Wir gehen zurück in... Okay, zuerst mal. Gerne mit dir in den Innenhof. Haben Sie? So, ja. Können Sie uns... Haben's? Was? Ja. Dann Gut. bitte folgen Sie mir. Okay, und jetzt hier ganz einfach. So wie vorher, Laura die Ohren dicht machen, dass er ihr kann erzählen und dass sie nicht stirbt ab Kannst du seinem ihn noch mal langweiligen ablenken? Genörgel.
Naja, mit den Ohrstöpseln müsste es gehen. Und wir gehen dann Viel rein und Glück. machen die Güte. Alles klar, du darfst mich voll quatschen. Echt? Okay. Jetzt sehen wir gleich, ob das... Vielleicht gibt es dann wie ein Achievement oder so, wo es je nachdem gar nicht etwas war, wo man wirklich gebraucht hat. Oder wir brauchen es dann noch später. Let's find out. Okay, jetzt kicken wir da Kristallsplitter noch rein. Sehr schön. So, alle Zutaten sind drin. Und jetzt rührst du da Kurbeln. Fertig ist der Teig. Gut. Hast du ihn? Nein, du hast ihn noch nicht. Du nimmst ihn wieder. Teigschüssel. Ofen. Was soll ich denn backen? Okay, kickst die Teigschüssel da rein. Ich brauche eine Backform. Oh no. Geht das weiter? Okay. In dem Fall kann ich mir aber gut vorstellen, dass wir die Backform dann erst noch später werden bekommen. Wo ich wüsste jetzt gerade nicht. Damit kann man nichts machen. Ich meine, das ist ja schon Backform. Maybe? Maybe, I don't know. Ja. Vielleicht geht es einfach darum, den Schlüssel zu machen, dass wir allein dort reinkommen, wo sobald wir anfangen flöteln auf der Nase, dann sagt dann sicher der Steve oder der Peter in der Windkapelle, der Steve sagt dann in der Windkapelle, nein, hier wird nicht geflötelt, nicht, bla bla bla, dies, das. Aber wo wir jetzt dort aus ablenken und selber Schlüssel haben, können wir dann allein dort reingehen und das Lied dann spielen. Das wird genau, das Ofen wird ist das beladen. sein. Und jetzt wissen wir noch den Grund, warum dass wir die Sachen müssen backen. Conroy meint, man muss... Okay, die wir sie mal Wie beleidigen. soll ich denn Käfer beleidigen? Moment, du unwürdiger Wurm. Das Gut, ist der das Grund, kennen aus wir dem schon. das ist Ja. der Grund. Ja. Okay, yes sir. Der Schlüssel Yes, sollte yes. fertig sein. Wie bekomme ich sie jetzt wieder kalt? Ach ja, Komplimente. Hey Käfer, was ist schwarz und glänzt und ist toll? Richtig, ihr. Oh, so charmant, okay. Hey, es hat geklappt. Dabei war das noch eine von Conroys netteren Beleidigungen. Okay, nice, nice. Das heisst... der Ofen ist zu heiß. Ich hoffe, wir können es auch rausnehmen. Au, der Ofen ist viel zu heiß. Aber wir haben eine Conroy-Puppe als Händchen. Brenn, Conroy. Heiß. Okay, yes Aus wie sir. das Original und riecht nach Zimt. Okay. Gebackener Und Schlüssel. du wanderst zurück in meine Tasche. Oh, das ist immer wie kaputter. Ich will mal hören, wie es tönt. Tönt sie überhaupt noch? Okay, immer Tja, noch. jetzt sagst du nichts mehr. Gut, das heisst... Also eben, sehr wahrscheinlich bin ich dort schon richtig mit das, Hartkeks. Ja. bla bla bla. Dass eben der Steve wahrscheinlich gesagt hat, hey, nein, das ist nicht okay, wenn wir dort pfeifen. Hey, was machst du da? Das will ich auch. Okay, das heisst, wir müssen Laura wieder sagen, sie kann die Ohrenstöpsel Danke, Laura. rausnehmen. Das sollte reichen. Vielen Dank, Steve. Das war wirklich sehr unnett. Die Dialoge, die kennen wir alle schon. Okay, wir würden gerne zurück mit dir, Steve. Genau. Das wird sein. Und jetzt wissen wir auch, warum dass wir wirklich die Bachzutaten gebraucht haben. Jawohl. Und in dem Fall gehen wir jetzt alleine hier. Und gehen auch alleine in die Windkapelle und können dort, also... Wir haben es nicht gesehen, ob es wirklich so ist, dass er sagt, hey, wir dürfen hier nicht pfeifen.
Aber sehr wahrscheinlich hat er das gesagt, weil wir sollen ja auch sonst nie nicht pfeifen. Und für das haben wir jetzt eben den Schlüssel, dass wir selber dorthin können. Und dass wir nicht auf Steve angewiesen sind und können dann hier unser Liedli pfeifen. Genau, aber ja, ob das so wirklich der Fall ist und ob das wirklich funktioniert, das würde ich sagen, das erfahren wir erst in 3 Tagen, wenn es weitergeht mit dem Let's Play The Inner World auf Schweizerdeutsch, ja. Ja, jetzt bin ich da gespannt. In den letzten 2 Folgen habe ich mein Tschüss. Okay, jetzt war es schon besser. Hat das verdammt komisch gedacht. Einfach noch so einen kurzen Input, bevor die Folge aufhört. Und ich bin gespannt, wie ich es das mal herbringe. Okay. Ja, dann würde ich mich in diesem Moment bei euch verabschieden und sagen, merci vielmals fürs Zuschauen, habt Sorge und bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ja, well, okay. Das war nicht viel besser.